Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session vor FIFA 16, unserem neuen Landesligaspiel mit Ecuador. An meiner Seite haben wir den Gregor Let's Play. Sali. Alle miteinander. Gut, ich glaube zur Aufstellung von Ecuador müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, das ist wie gehabt, ist schon weg. Nein, wie gehabt, lassen wir das so, weil die Aufstellung ist eigentlich recht gut gewesen. 3-1 gegen Uruguay kann man eigentlich nicht meckern. Wir spielen gegen Peru, die haben gegen Argentinien das letzte Mal gespielt und 3-0 verloren, was eigentlich nicht ganz so außergewöhnlich ist, sage ich jetzt einmal. Wir werden wahrscheinlich gegen Argentinien auch verlieren. Ja, das sagst du, also. Sage ich. Argentinien kannst schon gewinnen. Warte, jetzt machen wir etwas. Was? Also ich kann ja eigentlich nicht mitvoten, weil... Nein. Wir schauen das Spiel wieder an. Und dann entscheiden wir. Dann kannst du sagen, was für ein Ergebnis das da... Also gegen Peru. Peru. Ich sag... Ich sag 2-0. Für Ecuador. Ja. Oh. Ich gebe mir Mühe. Was sagst du? Ich sag 2-1 für Ecuador. Ja, hoffen wir's. Ah, Tümmel, das ist ja auch einmal schön. Aha, schon weggedruckt. Eigentlich könnte man das Ding laufen lassen, weil, ja. Es werden relativ schnelle Parts jetzt. Ja, doch, durchaus. So, come on. Verteidigung vor. Bist du eigentlich blöd? Ah! Hilfe? Halbzeitsfalle. Nein, ich habe da gerade. So haben wir nicht geplant. Nein, meine Prognose. Alles gut. Alles gut. Sie können nicht schießen. Ich spiele da mit meinen Nerven. Du bist noch jung, das geht. Also, Flügelspiel und Konto. Ja, so haben wir es gehabt. Und ausgeglichen. Ist immer Katastrophe, wenn du da die taktischen Einstellungen musst machen und dann die anderen Anstoß haben. Das Erfolg keine Zeit. Ja, hat was. Oh, kämpft er sich schön da. Oh, Wenn das gesehen. ein Flankenversuch. Jefferson Verfahren, den kenne ich doch. Ich wüsste jetzt zwar nicht mehr, wer der gespielt hat oder von wo ich den kenne, aber ich habe schon mal gehört. Oh. Nach dem Spiel gibt's... Oh. Ah, meine Prognose. Du darfst deine Prognosen anpassen. Schade. Nein, wäre der Goalie nicht dort gestanden, wäre er nicht drin gewesen. Halt, hast du jetzt schon wieder das Eigengoal? Da bist du echt begabt drin. Ja, also entweder Teamkiller oder Eigengoal-Spezialist. Ich spiele ja schon, ich sag mal lang FIFA. Ich habe über 300 Spielstunden bei FIFA 13, aber ich glaube, ich habe nie so viel Eigengoal gemacht wie du. Ja, irgendwie muss man ja der Gegner eine Chance geben. Ja, ich meine 2-1, deine Prognose steht noch. Ja, also ich habe es nicht extra gemacht, nur so. Jetzt hast du aber einen psychologischen Vorteil, also deine Mannschaft. Weil sie weiss, 2-1 kann eigentlich nicht mehr passieren. Ja. Außer dass sie 2 Goals schießen. Aber ich habe es eben so nicht ganz mit der Verteidigung.
Zweikampfstark bin ich persönlich eben nicht, das ist mein kleiner Mango. In FIFA oder in allgemeinen Sportspielen. Aha. So im echten Leben, oder? Ich bin im echten Leben, ja, da bin ich Goalie gewesen. Ja, jetzt 1-1. Ach doch. Mal abheben. Also mal sagen, Peru spielt komplett anders als Uruguay. Das ist manche Mannschaft extrem. Gegen manche gewünscht so 8-1 und gegen andere verlierst du dann so 1-0. Im gleichen Schwierigkeitsgrad. Wie zum Beispiel jetzt gegen Peru, oder was ist das jetzt? Oh, Alter! Also jetzt liegen bei mir auch langsam die Nerven blank. Ich bin gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, überfordert. Flapsig. Gerade ein bisschen überfordert, weiß gerade nicht, was machen. Ja, das kommt doch. Nein, was machst denn du? Hat er nicht ernsthaft gerade den Ball durchgelassen? Doch, also nein, er hat einen Rücken gespielt bekommen. So, komm jetzt. Ah, Eckball wenigstens. Wenigstens das. Also man muss sagen, es ist schon einiges. Also wenn der Goalie den Ball jetzt nicht gehabt hat, die war draußen gewesen. Aber lassen wir das. Also man muss sagen, das Spiel ist schon ein bisschen actionreicher als das letzte, was wir hatten. So in der ersten Halbzeit zumindest. Vargas und ich glaube versaut. Oh nein, wieder mal. Ja, leck. Vielleicht noch zum sportlichen Teil von Kolumbien. Ist jetzt nicht so das Fußballland. Nein, das ist nur Kolumbien, Ecuador. Jetzt Nein! nicht so das Fußballland, aber. Ja gut, du kommst auf Kolumbien wegen der Farbe. Ja, das stimmt, die haben die gleiche Farbe. Aber es kommt etwa so auf wie gerade in den USA Fußball, also ist auch Fußballentwicklungsland. Also man kann es jetzt nicht mehr mit Deutschland oder so vergleichen, wo Fußball schon ganz klar kultiviert ist. Es ist so ein bisschen wie Australien. Also. Nicht schlecht, aber sie sind gut im Aufbau. Also schießen können sie nicht. Aber man merkt, wir sind daheim. Die Stimmung ist komplett schon viel anders. Nationalsport in Ecuador ist ja. Wie heißt das jetzt? Volleyball. Ja, und tiefe Kopfball, irgendwie kommt man das auch noch so vor. Standi kann sich der Kopf extrem weit unten. Nein, das haben wir nicht nochmal anschauen. Ja. Ja, von der Vegetation her und der Fauna ist Ecuador schon schön, merke ich gerade, wenn ich das am Recherchieren bin. Aber sie müssen eben eigentlich auch Fußball spielen können, das ist so ein bisschen das Problem am Ganzen. Ja, also jetzt da bei FIFA zumindest, ja. Ecuador gewinnt die EM. Ja. Also Peru ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben die gegen Argentinien können verlieren. Dann freue ich mich auf Argentinien. Ja, Wahnsinn. Ja, leck dir mehr. Es spielt irgendwie auch nur Peru, habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Quatsch. Ab und zu kriegt Ecuador auch noch ein paar Chancen. Okay, Eckball. Okay.
Ja, nein, jetzt hätte er noch vorne gehen. Ja, lassen Sie doch spielen, ist ja schon recht. Die lassen es eben noch, müde laufen, das ist Ach der Plan. so. Der zweite schießen sie die 2 Goal. Zuerst wenn Sie schauen, dass Sie keine 2 Goal bekommen. Ah, ja. Nein, also man muss sagen, Peru ist schon ein anderes Kaliber als Uruguay. Wobei Uruguay ist schon wieder am Verlieren. Ja, gut. Argentinien 1-1 gegen Venezuela. Ja. Das, Interessant, wie sich das noch entwickeln wird. das wird interessant. Haben wir irgendwelche Auswechslungen gemacht vorher? Nein. Ja. Äh, aber ich würde Casares vielleicht raus tun. Der Casares gegen der. Kannst du wieder den Gruizo. Gruizo, ja. Nö, der ist einfach ein bisschen sehr müde. Genau wie ich. Genau wie du. Definitiv zu wenig Schlaf gehabt, wieder mal. Ja, das in den jungen Jahren. Ja, das ist so ein bisschen eine Volkskrankheit. Ja, ich glaube, das ist so der Jetlag da. Zu Ecuador und so. In der Gesellschaft, dass die Leute zu wenig Schlaf haben, das weiss man. Hallo, was machst denn du? Wollen passen mit einer Flanke, hat nicht so Nein, funktioniert. der hat. Nein, der, wo der Ball eigentlich hat, ist bekommen. Der ist einfach da gestanden und hat gar nichts gemacht. Ja, mei. Größer gut schießen. Das ist schön. Das ist nur Das ist eine schöne. Ah ja. Okay. Ich habe jetzt wirklich gemeint, ich hatte Kopfball gemacht. ich auch. Ah, Okay, da kannst du zweiter nochmal Versuch. reinbringen. Oh, schön! Der, Eieiei. der Ausgleich wäre mittlerweile schon verdient. Da war jetzt wirklich verdient gewesen. Also das. Da war Flanke verdient. schön gewesen, Kopfball noch schöner. Da war verdienter gewesen als das Spiel, das wir vorher hatten. Das war Handspiel gewesen. Ey, stand man halt im Weg. Liebe ich auch, wenn ich FIFA spiele, meine eigenen Leute von meiner Mannschaft mich blockieren. Gut, das ist ja nicht. Ja, da bist du ja selber schuld, aber nicht, wenn die anderen da. Ich meine, wenn deine Mannschaft wird ja auch teilweise vom Computer gesteuert, der nicht gerade du bist. Wenn du da irgendwie jemandem einen Steilpass geben willst und dann einfach so einen anderen Pfosten dazwischen läuft, Aha, ja. das liebe ich auch, und vor allem im Konter. Den kannst du alles vergessen. Vorteil Ah. gesehen. Kopfballstark sind sie wirklich nicht, die Ecuadorer. Ecuadorianer heisst es, glaube ich, sogar. Äquatorianer, genau. Aber ich will ja nicht sagen. Doch, sag nochmal, du hast vollkommen recht. Ich muss mich gerade auf Skype offline stellen, weil jetzt kommen alle Menschen online. Die Menschen, wieso ist natürlich auch noch? Nein, eigentlich nicht. Ah! Kopf stutzt der Ball, der muss auch irgendwann mal rein. Ich hoffe, ich Weiß hoffe. ich nicht sicher. Jo, was ist das jetzt gewesen? So, Noboa, jetzt schieß einfach mal.
vielleicht mal geschehen. Das Problem ist, dass die... Ah, wo ich... Okay, das geht Eckball. Wenigstens das. Ich denke, mittlerweile könnte man wieder einen auswechseln. 67. Was willst du? Türkei... Der, Galcedo? der müde ist, noch Oder die no, Möglichkeit. ja, sind, Das schaue ich noch. Je sind, nachdem, was wir für Leute haben. sind alle ein bisschen müde. Mach mal ein bisschen weiter runter, ist noch jemand da. Ah, kannst du jetzt den Guerrero gegen den Galcedo bringen. Ah, neuer Stürmer. Oder Ibarra gegen den Valencia. Okay, damit ich auch mal ein bisschen dafür spielen. Ich glaube, mehr darf man nicht auswechseln. Ja, einen haben wir ja schon, glaube ich. Ja. Heilig, wirklich. So, dann könnt ihr mal spielen. Wundervoll. So, vielleicht schaffen die das endlich mal das Goal. Das wäre natürlich wunderbar. So kurz nach der Auswechslung vielleicht noch einen Joker gehen. Ei. Also Ecuador druckt extrem auf einen Ausgleich. Aber... Irgendwie sind sie so extrem irgendwie sind sie extrem ungenau. Sind dann immer im Abschluss, ganz schlimm. Aber mindestens ein 1-1 wäre verdient. Oh ja, da war ich ja dankbar. Weil Ecuador macht jetzt deutlich mehr fürs Spiel. Spielt eigentlich nur noch Ecuador. Also was Chancen anbelangt, das alles. Jetzt kannst du am unten gehen. Und du rennst durch, wie du willst. Ja, ich bringe jetzt eine Flanke und... Hä? Handspiel, Handspiel, Handspiel. Das ist Hand gesehen. Scheiße, das ist 11 Meter, nein! Oh. Ich bin nicht gut im Elfmeterschießen, nur so ein Abelbier mal erwähnt. Okay. Oh Gott, ich habe meine One Frame per Second Aufnahme schon gesehen, dass er ihn irgendwie gehabt hat. Ja, das Problem beim Elfmeterschießen, du drückst zwar links und abend und weiß nicht was, aber irgendwie nimmt das nicht an, dann schießt du genau ungefähr in die Mitte. Das ist ein bisschen doof. Aber zum guten Glück funktioniert es. Der Okay. Elfmeter ist ganz klar erzwungen gewesen. Manchmal im Fußball muss Glück erzwingen und das ist da jetzt gerade der Fall gewesen. Wenn so viel Ausgleich druckt, dann kannst du sogar sagen, der Elfmeter ist verdient gewesen. Also, Ja. Oh, was? Elfmeter zurück oder was? nee, der ist auch verletzt. Ja, das Gefühl, ja. Oder Offside. Ah, Offside. Cool. Gibt's das da auch noch? Jetzt 2-1. Das ist ein selber los, aber es steht. Ja. Man sieht, dass Halbprofi auf FIFA 16 einfacher ist als auf FIFA 13. Das kann möglich sein, ja. Was soll das jetzt heißen? Hey, spiele ich so schlecht? Nein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, FIFA 13 Halbprofi habe das Gefühl schon ein Tick schwer, also Computer gegenüber dir halt so ein bisschen weh schaffen, habe ich das Gefühl. Aber ich habe es ja nie gespielt, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann nur spekulieren. Nein, es kommt mir auch extrem irgendwie relativ einfach vor. Also einfach nicht, aber es ist schon anspruchsvoll, aber es ist nicht so, dass Gerade der Hut lübt. da extrem am Umherabgerannt ist. Was ist das jetzt? Ich habe ja gesagt 2-1. Fuck. Ich sage am Anfang von der Folge gehen, zum schauen, für wer du das gesagt hast. Du hast sogar für Peru gesagt. Nein, ich habe für Ecuador gesagt. Ach, das ist traurig. Gut.
Okay. So traurig. Wie wird etwas aus solchen Vorhaben? Gar nicht. Am besten gar nicht vorne, dann wird's besser. Ja, wirst du nicht enttäuscht, ja. Ui, Barra. Haben wir da nicht ausgewechselt? Nein, da haben wir eingewechselt. Nein, der Valencia. Nein, der Valencia ist aus oder Ibarra ist rein. Ja, aber der ist jetzt immer noch drin, der Valencia. Nein, der ist. Hey. Der ist. Nein, der ist nicht drin, der ist doch ausgewechselt worden. Oder habe ich vergessen auszuwechseln? Also der. Der Valencia kann gar nicht drin sein. Der ist ja gegangen. Vielleicht heisst jemand bei der anderen Valencia. Nein, das war mein Spieler gewesen. Nein, wo spielst du hin? Alter! Kann mir jetzt der scheiß Ball? Nein! Nein! Das ist jetzt so ein unnötiges verlorenes Spiel gewesen. Nein! Nein! Das ist jetzt so etwas von unnötig gewesen. Das Eigengoal vom Goalie. Er hat die 8. müssen sein vom Dominguez. Nein, das ist jetzt 8. Nein, das ist jetzt 8 ein überflüssiges verlorenes Spiel gewesen. Nein. Das kann ja nicht sein, oder? Oh, was hat Argentinien gemacht? Schau, Venezuela hat gewonnen. 2-1 verloren. Ah, nächstes Spiel wieder in der Schweizer Liga, da freue ich mich drauf. Oh, Grasshopper das erste. Okay. Ja, wir sind aber auch ganz dicht hinter dran, merke ich gerade. 18 Punkte zu 19 Punkten. Also ein Sieg. Und wenn du nicht gewinnst, kannst du eigentlich wieder Erster sein. Ah, Wieder back zu der Schweizer Liga, ja, das ist, da freue ich mich drauf. ja gut, Sia müsste... Also Thun und Sia müsste verlieren oder unentschieden spielen. Und ich muss gewinnen, also wir müssen gewinnen. Und der war mal Erster. Ja. That's life. Ja, das wird auch noch ein spannendes Spiel. Nach so einer unnötigen Niederlage mit Ecuador verabschieden wir uns. Danke fürs Zuschauen, Daumen nicht vergessen und beim nächsten Mal sehen wir wieder der FC Basel gegen Grasshoppers. Ich sage Tschüss und gebe das Wort an den Gregor weiter. Also wie gesagt, auch die Schweizer Liga freue ich mich auch drauf. Spiel gegen GC müssen wir eigentlich gewinnen. Erste, wenn wir wieder warten. Würde mich freuen, wenn das nächste Mal wieder dabei sind. Und ja, ciao miteinander.